Ich bin bereit. Das ist wirklich sehr, sehr hoch, wo ich hier stehe. Kleine Welt da unter mir. Jetzt komme ich zurück zu dir, du kleine Welt. Wow. Da rast er mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets, der beschleunigt immer noch 40 Sekunden ungefähr. Dann ist er auf mehr als 1000 Kilometern pro Stunde, 1100 Kilometer. Und er scheint nicht zu trudeln, er scheint nicht in den Spin zu kommen, Dr. Speck. Der fliegt geradeaus in dieser Delta-Position nach unten. Meine Güte, wir sehen auch die geschätzte Geschwindigkeit. Schauen Sie sich an, das ist aberwitzig. Aber witzig, jetzt sind wir an 1100 km/h. Jetzt hat er die Schallmauer wahrscheinlich geknackt. Wir hören ihn atmen im Hintergrund, er schnauft da und von weitem sehen wir diesen kleinen Punkt nach unten rasen. Den Geschwindigkeitsrekord hat er auch. Jetzt sehen wir leider nur das Kontrollzentrum, da hat er sich so ein bisschen gedreht in dem Moment. Da ist er wieder, jetzt ist er in diese Drehbewegung gekommen. Das sehen Sie, er torkelt da wild, aber es ist nicht dieser Spin, Dr. Speck. Nein, es ist nur ein wildes Torkeln. Wir wissen nicht, in welcher Höhe er ist und ab wann er dann sich selber stabilisieren kann. Jetzt hat er sich wieder, jetzt hat er sich stabilisiert. Jetzt müsste er auch eine Höhe erreicht haben, wo er selber Kontrolle ausüben kann. Jetzt wird auch geklappt unten im Kontrollraum. Jetzt ist er in einer Höhe unter 35.000 Metern, wo die Luftdichte groß genug ist, dass er